Gott. Das Thema heute Morgen ist, welchen Wert hat meine Arbeit? Wir sind ja schon im 3. Teil unserer Serie. Und ich weiß gar nicht, ob euch aufgefallen ist, das Hauptthema in den ersten 2 Kapiteln der Bibel ist Arbeit. Gott arbeitete 6 Tage in der Schöpfung. Dann ruhte er von seiner Arbeit und dann, etwas vom Nächsten, das Gott tat, war, er gab dem Menschen Arbeit. Und unser Text, den wir heute anschauen, der gibt uns 4 wichtige Einsichten zur Arbeit, die ich mit uns anschauen möchte. Und ich bin überzeugt, diese Dinge, diese Einsichten in die Arbeit kann uns extrem helfen, Arbeit von einer ganz anderen Seite zu sehen. Und ich würde sagen, sie hilft uns, Arbeit zu sehen, wie Gott sie gesehen hat. Das erste ist ein Konzept, das zweite eine Definition, das dritte ein Problem und dann eine Lösung. Und über die 4 Dinge möchte ich heute Morgen sprechen. Über das Konzept der Arbeit. Was heißt es hier? Gott formte den Menschen aus der Erde und dann pflanzte der Herr einen Garten, heißt es weiter in Vers 8. Und wisst ihr, was mich so berührt, ist Folgendes. Gott sprach die Dinge in Existenz. Das einzige Mal, wo Gott Hand anlegte in der Schöpfung, war bei der Erschaffung des Menschen. Und wir haben manchmal so den Eindruck, Gott ist irgendwo ein Gott, der weit, weit weg ist. Aber was tat Gott? Hey, er hielt seine Hände in den Dreck dieser Welt. Und er formte den Menschen aus der Erde. Und ich glaube, es gibt uns einen Einblick in einige ganz, ganz wichtige Dinge. Dass Gott nicht irgendwo ein Wesen ist, das weit, weit weg ist von uns, irgendwo komplett abgekoppelt vom natürlichen Leben, der keine Ahnung hat, wie es hier auf dieser Welt ist. Das Zweite ist, es zeigt uns, wie wichtig für Gott eben auch das Manuelle ist, das Physische ist. Wir leben in einer Zeit, wo wir die Geisteswissenschaften groß machen, aber Gott war ein Gott der manuellen Arbeit. Und wenn Gott manuelle Arbeit tat, wisst ihr, was das heißt für uns? Das heißt, dass jede Arbeit, auch die manuelle Arbeit, eine gute, eine wichtige, eine gesegnete Arbeit ist. Ich habe in einem Semesterferien hatte ich das Vergnügen, ich habe keine Arbeit gefunden und dann war ich am Schluss bei der SBB morgens um 4, Woche nach Woche und habe Waggons geputzt. Ich sagte immer, ich bin Schissi-Putzer bei der SBB. Und die Arbeit war genauso gesegnet und war genauso wertvoll, wie die Arbeit, eine Gemeinde zu leiten. Und wir machen so oft diesen Unterschied. Wir denken, ja, das ist nur ein Bützer oder sein Gelehrter ist ein Professor. Aber von Gott her gesehen müssen wir sagen, hey, jede Arbeit, auch die manuelle Arbeit, ist enorm würdevoll. Das heißt, egal, ob du irgendwo Studenten unterrichtest, ob du CEO, CFO, CCO oder was auch immer für ein O bist, oder ob du irgendwo zu Leuten hingehst, ihnen die Wohnung zu putzen, egal ob du im Pflegeheim bist und manche Dinge tust, die auch stinken und nicht schön sind, die Arbeit ist wertvoll von Gott. Und wir unterscheiden so oft. Und dann sind wir manchmal eingeschüchtert von großen Leuten, die Karriere gemacht haben, aber Gott denkt komplett anders über die Arbeit des Menschen. Wenn Gott schon manuelle Arbeit getan hat, wie kann es uns zustehen, niedrig zu denken über irgendwelche, ich sag mal, manuelle Arbeit, egal ob wir die Wäsche waschen, die Wohnung aufräumen oder Neues entwickeln, Kinder erziehen, den Haushalt machen, aufräumen, Windeln waschen. Nein, heute wäscht man sie nicht mehr, heute entsorgt man sie. Was tun wir? Was tut Arbeit? Arbeit bringt Ordnung ins Chaos. Und schau, das ist das, was Gott tat am Anfang der Welt. Er brachte Ordnung in das Tohu Wabohu dieser Welt. Und nun bringt Gott den Menschen in den Garten und sagt, hey, tu das Gleiche. Fangt an zu bepflanzen, bringt Gestaltung in den Garten.
Wir können vielleicht so sagen, das erste Konzept, das wir lernen über Arbeit ist, dass Arbeit, egal welche Arbeit, enorm würdevoll ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, wenn wir dieses Denken der Arbeit haben, wie Gott es uns gezeigt hat, wisst ihr was, dann hören wir auf, uns zu vergleichen in den Arbeitsplätzen. Oh, der macht einen großen Job. Oder, ja, weißt du, ich bin nur. Kennt ihr den Ausdruck? Ich bin nur. Das ist nicht, wie Gott denkt. Das ist nicht, wie Gott denkt. Arbeit ist enorm würdevoll. Und das Zweite ist Folgendes, hey, Gott hat Hand angelegt in der ganzen Schöpfung, in den Tieren, den Pflanzen. Und wisst ihr, was uns das zweitens zeigt im Konzept, ist, dass das einfache, das natürliche Leben eine extrem schöne Sache ist, und zwar in sich selbst. Der Mensch soll das Gute, das Wesen Gottes in der Schöpfung erkennen und über die Wunder Gottes lernen. Schaut, es gibt manche Christen, die sagen, ja weißt du, diese Welt ist nicht wichtig, Himmel und Erde werden einmal vergehen. Aber das ist nicht der Fall. Es ist immer noch, die Schöpfung trägt den Stempel, die Prägung vom Wesen Gottes. Und ich komme dann nachher gleich noch darauf zu sprechen, warum das so wichtig ist. Wir sind nicht nur hier, damit Menschen zu Jesus finden und dann geht's ab in den Himmel, sondern dieses Leben auf dieser Erde, die Schöpfung, all diese Dinge, das natürliche Leben ist eine schöne Sache an sich, weil Gott es schön gemacht hat. Schaut, warum würde Gott uns so Mühe und so viel Elan daran setzen, uns eines Tages einen Auferstehungskörper zu geben? Wir könnten ja irgendwie nach der Auferstehung irgendwie metaphysische Wesen sein, nicht immateriell. Nur die Seele zählt. Nein, stimmt nicht. Von der Bibel her zählt eben auch der Körper. Und Gott legt so viel Wert auch auf dieses Irdische, auf das Materielle, dass er sagt, eines Tages wirst du einen neuen Körper bekommen. Gott wird es irgendwie gelingen, aus den Restbestandteilen, die Würmer und Schnecken und so weiter übrig gelassen haben, einen neuen herrlichen Auferstehungskörper zu schaffen. Das ist gewaltig. Schaut einmal, Gott selbst freut sich an seiner Schöpfung. Wir werden dann noch mehr darüber hören in den nächsten Gottesdiensten. Über den Galopp des Pferdes oder den Flug des Adlers. In Hiob spricht Gott zu Hiob. Und er sagt, Hiob, bist du auch so begeistert und erstaunt von der Schöpfung, wie ich es bin? Und er sagt ihm, schau mal, hast du dem Pferd seine Stärke gegeben oder seinen Hals mit der wehenden Mähne geschmückt? Hast du ihm die Fähigkeit gegeben, Sprünge zu machen wie eine Heuschrecke? Sein majestätisches Schnauben kann einen Menschen erschrecken. Im Tal scharrt es den Boden und freut sich über seine Kraft. Es zieht aus dem gerüsteten Feind entgegen. Warst du auch schon beeindruckt einmal von der Majestät eines Pferdes? Meine Cousine hatte ein Halbblut, eine Mischung aus einem Araber und irgendwie sonst etwas, kein Araber. Aber wenn du den Schenkel dieser Pferde gesehen hast, wenn der auf die Hinterbeine gestanden ist und gewirrt hast, dann ist mir das Lachen vergangen. Etwas von der Majestät Gottes ist darin. Oder Gott sagt, hey Hiob, hast du den Adler gesehen? Und er sagt ihm, ist es deiner Einsicht zuzuschreiben, dass sich der Falke emporschwingt, um seine Flügel Richtung Süden auszubreiten? Steigt der Adler auf deinen Befehl hin in die Höhe und baut dort sein Nest? Weißt du, was Gott tut? Gott freut sich an seiner Schöpfung, an ihrer Vielfalt, an ihren Rätseln. Warum? Warum ist das so? Schaut, Gott hat eine Absicht damit. Weil Gott für uns unsichtbar ist, will er uns durch die Dinge, die sichtbar sind, zum Nachdenken, zur Freude, zum Staunen führen, aber noch viel mehr als das. Er will uns durch all diese Dinge, die wir sehen und bewundern, in der Schöpfung dorthin führen, dass wir zur Beziehung und zur Anbetung Gottes kommen. Ich habe letzte Woche ein Gespräch gehabt mit einem Mann, er sagte, Matthias, weißt du,
Das war so herrlich. Ich war im Wald letzthin, früh am Morgen, als der ganze Raureif da war. Und dann kam die Sonne hoch. Und die Sonne schien in diesen Raureif hinein. Du, das hat meiner Seele gut getan. Und da sagte ich, weißt du warum? Weil der lebendige Gott, der Schöpfer ist dieser Dinge, uns zeigen will, wie herrlich und schön er ist. Und dann sagte er, du, so etwas habe ich auch schon mal gedacht. Ich dachte, ja, du bist auf gutem Weg, wir reden wieder. In Römer 1 steht, seit der Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott geschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Liebe Freunde, eines Tages wird Gott sagen zu uns Menschen, du hast die Schöpfung gesehen, du hast die Schöpfung betrachtet, du hast die Schöpfung vielleicht sogar verehrt. Und du hättest mich erkennen können. Du hast in deinem Herzen tief hier drin gewusst, es gibt einen Designer, der hinter diesen Dingen steht. Es gibt jemanden, der dahinter steht, der meinem Leben durch diese Dinge Freude bereiten will. Und was für eine Gnade, wenn Menschen sagen können, ich habe diesen Gott erkennen dürfen und ich bin eine Beziehung mit ihm eingegangen. Das Erste, das ist dieses Konzept der Arbeit. Arbeit ist würdevoll. Das irdische Leben ist gut. Und das Zweite, das ist eine Definition von Arbeit. Es heißt hier in 1. Mose, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Worum geht es eigentlich in der Arbeit? Vielleicht können wir so sagen, weil Gott auch diesen Garten pflanzte, die Urdefinition, der Archetyp der Arbeit, das ist Gärtnern. Das ist Gärtnern. Was macht ein Gärtner? Worum geht es beim Gärtner? Schaut, er zerstört nicht den Garten, er bewirtschaftet ihn. Und jeder, der Gartenarbeit einmal gemacht hat, weiß, das ist keine romantische Sache. Da musst du Dinge ausreißen, da musst du investieren, da musst du düngen, da musst du beschneiden. Aber mit welchem Ziel? Du schaffst eine Neuanordnung, um das Potenzial der Pflanzen zu ermöglichen, die Blüte zu sehen und Früchte zu sehen. Und wir können es vielleicht so sagen, Arbeit, von der Bibel her gesehen, wie Gott sie definiert hat, ist das Neuarrangieren von Materie, damit alles zum Blühen kommt. Das ist die Definition von Arbeit. Das Neuarrangieren von Materie, damit alles zum Blühen kommt. Ich habe nachher noch eine weitere Definition. Das heißt, man zerstört nicht einfach Dinge, man lässt den Dingen nicht einfach ihren freien Lauf, sondern man entwickelt sie, man ist kreativ. Zum Beispiel für unsere Nahrung. Es braucht die Bewirtschaftung des Bodens, damit die Saat zum Blühen kommt. Oder die Blumen mit ihrer Vielfalt und Schönheit. Warum sind sie da? Damit du Freude hast. Natürlich sind sie noch Teil des ganzen biologischen Systems, aber sie erfreuen dich. Oder schaut einmal, Musik. Wozu ist Musik da? Musik, Arbeit in die Musik bedeutet das Neuarrangieren von Tönen, von Rhythmen, um in uns Menschen Gefühle auszulösen, um etwas freizusetzen an Harmonie. Und jedes Mal, wenn Eva und ich zwischen Weihnachten und Neujahr in der Engadina, Sinfonia Engadina sind und dort diesem Konzert zuhören, denke ich jeweils, wow, Menschen sind dort und bestaunen, wie die Arbeit von Menschen aus der Materie, die Gott geschaffen hat, durch Neuarrangieren, dort sind für nichts anderes als zu hören und damit etwas in der Seele des Menschen ausgelöst wird. Gott hat es geschaffen.
Und wir könnten so weiterfahren. Architektur, Bootsbau, das literarische Schaffen, Materie, Ideen, Konzepte werden umgeformt in nützliche Dinge. Aber die Frage ist, wer hat denn all diese Dinge eben auch geschenkt? Wer hat die Welt mit ihrer Natur eben auch geschaffen? Woher kommt das Rohmaterial für die Wissenschaft in dieser Welt? Wer schuf die Quellen der Harmonie? Wer schuf die Quellen der Stimmigkeit, wo wir spüren, das passt jetzt oder das passt nicht? Wer ist die Quelle des menschlichen Verstandes? Und der menschliche Verstand ist das Rohmaterial für die Philosophie und Psychologie. Wer formte das Bewusstsein von unserem Menschsein, dass wir überhaupt feststellen, dass wir Menschen sind? Dass etwas außerhalb von uns liegt. Liebe Freunde, das war niemand von uns. Und das hat weit mehr dazu gebraucht, als nur evolutionistische Prozesse. Es war Gott. Es war Gott, der Schöpfer. Und Gott schafft diese Bereiche, damit wir darin aktiv werden, sie zugänglich machen, umformen, zum Blühen bringen. Und wisst ihr, so zeigt uns die Bibel eine ganz andere Sicht der Arbeit, als wir Menschen sie haben. Schaut, in unserer Gesellschaft ist die Arbeit, die Schule, die Ausbildung in erster Linie dazu da, um einen Platz in der Gesellschaft zu bekommen, Status, Geld und Ansehen zu haben. Aber niemand spricht davon, dass die Arbeit Würde hat. Und niemand spricht davon, dass die Arbeit dazu da ist, um im Dienst für andere zu stehen. Und wisst ihr, was das Resultat ist? Wir werden zu Workaholics. Wir stürzen uns in die Arbeit. Wir tun manchmal Dinge, die wir gar nicht tun wollen, aber wegen dem Geld, dem Status, wegen dem Gesellschaftsdruck tun wir es trotzdem. Oder man arbeitet gar nicht, weil man das Ideal des Traumjobs gar nicht vorhanden ist und sagt, so etwas mache ich nicht, so etwas mache ich nicht. Wer auf der Website von C.S. Lewis einmal gewesen ist, der findet dort auch Artikel von Dorothy Sayers. Und sie hat im Zweiten Weltkrieg etwas beobachtet. Sie war ursprünglich Krimischreiberin, widmete sich nachher poetischer Literatur. Aber während dem Zweiten Weltkrieg beobachtete sie etwas. Sie sagte, in dieser Zeit habe ich erkannt, dass das biblische Modell der Arbeit der Gesellschaft praktisch aufgezwungen wurde. Mir ist aufgefallen, die Leute waren nie mehr so glücklich vor dem Krieg und nach dem Krieg. Warum? Schaut, die Leute haben während dem Krieg nicht gearbeitet wegen dem Lohn. Es ging nicht um Status, sondern man musste schlicht, um zu überleben, um das Leben möglich zu machen, musste man arbeiten. Und schaut, sie brachte die Definition von der Arbeit, dass Arbeit ist der Ausdruck kreativer Energie im Dienst an anderen. Schaut, erst dann, wenn du siehst, wie dein Leben und dein Dienst, deine Arbeit beitragen zum Glück, zum Wohl, zur Entwicklung der Gesellschaft, erst dann wirst du die Arbeit sehen, wie Gott sie ursprünglich gesehen hat, wie er den Garten damals gestaltet hat. Und da braucht es ein radikales Umdenken. Und jetzt komme ich zu dem, was die Bibel hier auch anspricht. Wir haben ein Problem. Wir werden noch über den Sündenfall hören, aber er wird hier schon angedeutet, das heißt hier in Vers 16 und 17, er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Kenntnis des Guten und des Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Und wir hören es noch später, aber die Menschen aßen von dieser Frucht, aber sie fallen nicht tot um. Wir können uns fragen, ja, hat Gott etwas Falsches angedroht? Aber schau, Tod, können wir auch sagen, ist wie das zweite thermodynamische Gesetz, das Gesetz der Entropie, das habt ihr alle vielleicht mal in der Schule gehabt. Es ist dass alles zerfällt. Alles, was du tust, um gesund zu bleiben, hilft für eine Zeit. Aber jeder von uns geht auf einen Punkt im Leben zu und der heißt Tod. Niemand kann dem Tod von der Schippe springen. Du kannst dein Leben verlängern. Du
kannst etwas tun, damit die Fältchen vielleicht nicht so schnell kommen oder nochmal etwas gehen. Aber du kannst diesem Gesetz des Todes nicht entfliehen. Und wisst ihr, und jetzt kommt dieser Punkt hinein. Wann kam der Tod in die Gesellschaft? Der Tod kam dann in die Gesellschaft, als der Mensch seine Bündnisgemeinschaft mit Gott verlor. Und seither frisst sich dieser Tod in unser Denken, in unsere Werte, in unseren Willen, in unsere Arbeit und auch in unsere Arbeitseinstellung. Unser Leben ist durchdrungen von Dornen und Disteln. Und seither leben Menschen in zwei Extremen. Die einen Menschen leben für die Arbeit, weil sie darin einen Weg sehen, für ihren Status, ihre Identität. Und sie verstehen nicht, dass die Schöpfung in sich gut ist und dass jede Arbeit kostbar ist und wertvoll ist. Und Arbeit ein kreativer Ausdruck ist von Energie zum Wohl von anderen. Und die anderen das ist vielleicht so mehr die ältere Generation. Du musst schaffen, wenn du etwas willst werden. Und die jüngere Generation hat eher die Tendenz, die Arbeit zu idealisieren. Wir suchen unser Glück im Beruf, unsere Verwirklichung im Beruf. Ja, wir wollen auch anderen Menschen dienen, der Gesellschaft etwas zurückgeben, aber wir wollen unsere Gaben maximal entfalten können. Und das in einem Umfeld der maximalen Kooperation und Förderung voneinander im Team. Und manchmal müssen wir uns fragen, suchst du Arbeit oder suchst du den Garten Eden? Die Menschen haben den Sündenfall vergessen, dass Arbeit nämlich manchmal etwas Mühsames, Kräftezehrendes, manchmal etwas Konfliktbeladenes ist und dass es vielleicht sogar Momente gibt, wo wir nur einer Arbeit nachgehen, schlicht damit wir überleben können. Aber Gott hat eine Antwort auf unser Problem, er hat eine Antwort auf unser Gesellschaftsdenken, er hat eine Antwort auf unser eigentliches Dilemma. Und auch diese Lösung ist in unserem Text drin. Und zwar die Lösung ist die Ruhe in Gott. Die Ruhe in Gott. Schau, es gibt eine Ruhe für dich. Ist dir mal aufgefallen im Schöpfungsbericht, dass es immer einen Morgen und einen Abend gab und es wurde Morgen und Abend der erste Tag, morgen und Abend der zweite Tag, morgen und Abend der dritte Tag, vierte Tag, fünfte Tag, sechste Tag. Aber interessant, beim 7. Tag liest du nichts von Morgen und Abend. Schau, Gott begann seine ewige Ruhe im 7. Tag. Seither ruht Gott, obwohl Gott immer noch aktiv, wirksam und an Arbeit ist. Was heißt das für uns? Es heißt, dass es eine Dimension gibt für unser Leben, eine Dimension gibt der Ruhe, die erfahrbar ist, aber nur in der Beziehung mit Gott. In Hebräer 4 heißt es, dass Gott diese Ruhe mit uns Menschen teilen will. Es heißt, es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können. Die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Weißt du, was das heißt für uns? Wir können diese Ruhe finden, wenn wir auf Gott hören und Gott gehorchen. Schau, dort, wo Menschen in eine persönliche, tiefe und umfassende Beziehung mit Gott finden, ändert sich etwas radikal und tiefgründig in ihrem Leben. Sie arbeiten nicht mehr um ihres Status willen, sondern sie haben ihren Status aus der Beziehung zu Gott. Sie arbeiten nicht mehr, um sich Sicherheit in diesem Leben zu schaffen, sondern sie haben ihre Sicherheit aus der Beziehung zu Gott. Sie geben nicht mehr ihr Bestes, um Anerkennung und Liebe zu bekommen von ihrem Umfeld, sondern sie wissen sich geliebt und anerkannt durch Gott. Und liebe Freunde, dort, wo das in unserem Leben ändert, und es braucht eine tiefe Veränderung unseres Denkens, dort
wird die Arbeit nicht mehr zur Mühsal, sondern dort arbeiten wir aus einer tiefen inneren Ruhe. Und glaub mir, das ist ein Leben in einer ganz anderen Qualität. Es heißt nicht dadurch, dass die Arbeit einfach wird. Das heißt nicht unbedingt, dass wir weniger arbeiten. Vielleicht arbeiten wir sogar mehr. Aber unsere Belastungskraft, unsere Spannkraft und vor allem unsere Motive und unsere Einstellung sind nicht mehr dieselben wie früher. Und liebe Freunde, unsere Gesellschaft ist krank in ihrem Denken über die Arbeit. Sie ist krank. Und was sie braucht, ist eine Befreiung, ist eine Erlösung, eine Heilung in ihrer Auffassung über die Arbeit. Und ganz offen gesagt, als ich die Botschaft so vorbereitet habe, habe ich mir gesagt, es tut mir leid, habe ich nicht schon viel früher darüber in der Gemeinde gepredigt. Schaut, wir haben in diesem Garten Eden das Zentralste unseres Lebens verloren. Eine erfüllende, beglückende, umfassende, tragfähige Beziehung zu unserem Schöpfer. Und darum sandte Gott Jesus. Und ist es nicht interessant, dass Jesus kam und etwas von dem, was er sagte, war Folgendes: Kommet her zu mir alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch Ruhe schenken. Schaut, als Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, hat er die Erlösung gebracht. Und zwar nicht einfach nur für unsere Sünden, sondern eine Erlösung von unserer Denkweise, eine Erlösung von unserem rein irdischen Wertesystem, eine Befreiung von unserer Knechtschaft auf dieser Erde und letztendlich eine Befreiung davon, dass wir unser Leben aufhören zu leben ohne diese lebendige, tragfähige, tiefe und erfüllende Beziehung zu Gott. Er hat die Sünde auf sich genommen. Darf ich es bewusst so sagen, dass wir angefangen haben, anderen Göttern zu dienen, anstatt Gott. So können wir Folgendes sagen: Jesus hat für unsere Sünde bezahlt. Er hat den ewigen Tod, den wir verdient hätten, hat er auf sich genommen und bietet uns jetzt göttliches Leben und seine Auferstehung an. Und das Zweite ist, er bietet dir und mir Befreiung an, Befreiung in unserer Denkweise, Befreiung in unserem inneren Lebenszustand. Für ein erneuertes Denken, eine neue Identität, wo wir uns getragen wissen, versorgt wissen, geliebt wissen, angenommen wissen, bestätigt wissen. Von Gott. Und weißt du, wozu das führt, wenn wir das haben? Wir müssen es nicht mehr bei anderen Menschen holen, suchen oder einfordern. Das ist die Ruhe. Das ist die Ruhe. Und weißt du, das Resultat wird wunderbar sein. Du wirst nicht mehr im selben Stress stehen. Warum? Weil es nicht mehr um deine Ehre, weil es nicht mehr um deine Karriere, weil es nicht mehr um dein Ansehen geht. Das hast du schon lange. Die Bibel sagt eigentlich, du gehst als Königskind in jede Arbeit hinein. Auch wenn du die Toiletten putzt bei der SBB. Das hat gar nichts mit deinem Stand als Mensch zu tun. Gar nichts. Aber auch gar nichts. Das Einzige, was zählt, ist dein Stand, den dir Gott zuspricht. Verstehst du? Und darum kämpfe ich so heute Morgen, dass Gott uns Gnade gibt, zurückzufinden in eine biblische Auffassung der Arbeit, die so anders ist. Die wir leben aus der Beziehung mit ihm, unsere Kräfte, unsere Kreativität, unsere Ideen, was wir haben, Gaben und Talente eingesetzt werden zum Wohl von anderen und zur Ehre von Gott. Wow. Letztlich braucht es zwei Dinge. Jesus sagte, erstens, kommt her zu mir alle.
Es ist diese Einladung von Jesus, die heute Morgen gilt. Und das Zweite ist es, er sagt in diesem Vers dann eben auch, lernt von mir, lernt von mir. Und weißt du, was lernen heißt? Ich anerkenne, dass ich gewisse Dinge noch nicht sehe, wie Gott sie sieht. Aber ich lasse mich verändern. Ich komme zu Gott und sage ihm, ich will ein Lehrling sein. Ich will lernen bei dir. Ich will Altes loslassen und ich will Neues lernen. Dem sagt man biblisch gesehen Buße. Es ist die Erneuerung des Denkens, die Erneuerung unserer Werte. Und wisst ihr, was es tut? Es schenkt uns Ruhe, es schenkt uns Freiheit in unser Leben. Ist es nicht schön, dass diese Einladung von Jesus heute gilt? Kommt her zu mir. Wollen wir aufstehen zusammen? Und wir sind eine Pfingstgemeinde und eines der Merkmale von Pfingstgemeinden ist, dass es manchmal sogenannte Aufrufe gibt. Das heißt Momente, wo man sagt, hey, heute spricht Gott zu mir und ich möchte Gott eine Antwort geben. Schaut, eine Einladung ist nichts wert, wenn man sie nicht annimmt. Eine Einladung ist nichts wert, wenn man ihr nicht irgendwo auch eine Antwort gibt. Und heute Morgen lädt Gott dich ein. Und ich möchte heute Morgen für uns, für die Gemeinde, für dich einen Aufruf machen. Wenn du sagst, hey, ich möchte in diese göttliche Ruhe finden in meinem Leben. Ich möchte lernen, wie das ist, in meinem Leben aus dieser Beziehung mit Gott zu leben. Und zwar auch in meinem Alltag. Ich möchte ein neues Verständnis bekommen in den Dingen, für die Dinge, die ich tue. Dann gilt dir diese Einladung heute. Und wenn unser Anbetungsteam spielt, möchte ich dich einladen, wenn der Herr zu dir gesprochen hat und du sagst, ich will diese Einladung annehmen, ich will in diese Ruhe finden mit Gott, auch als Christ, vielleicht schon jahrelang mit Gott unterwegs, dann lade ich dich ein, verlass doch heute Morgen deinen Platz und komm hier nach vorne und dann möchte ich uns in ein Gebet der Ruhe nehmen, in ein Gebet der Begegnung mit unserem Schöpfer, mit dem allmächtigen Gott, der hier ist, um zu erneuern und zu verändern.